Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, ich bin gestern im TÜV-Gottesdienst und habe darum meinen TÜV richtig gut geputzt, ich mich nicht muss schämen. Weil das ist, TÜV-Gottesdienst ist, du fährst nicht an, du hast dort den Gottesdienst, das ist einfach auf das Thema TÜV ausgelegt. Und dann gibt es eine Ausfahrt und nach der Ausfahrt kannst du auch noch etwas trinken, kannst du vorne schon etwas trinken. Und genau so sieht jetzt mein TÜV aus. Wie ihr seht, richtig gut geputzt. Da auch, Auspuff richtig sauber, Pneu richtig sauber, Pneu geschwärzt. Also wirklich richtig gut. Und ich gehe aber heute noch, jetzt gerade im Anschluss nochmal eine Runde TÜV fahren, bzw. am Strassenverkehrsamt üben, wie ich am Morgen meine Prüfung. Das Ganze würde Zeit schleifen. Also wenn ihr das seht, ist das alles schon längstens gelaufen. Aber ich habe neben morgen eine TÜV-Prüfung. Da muss ich heute noch mal ein bisschen fahren. Und normalerweise würde ich bei dem Wetter nie rausfahren, wenn es nicht wirklich sein müsste. Aber ihr seht es nachher, was ich meine. Weil man sieht nachher, wie der TÜV dann versaut ist. Und dann würde ich sagen, bis gerade. Wir sehen uns gerade auf dem TÜV wieder. Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum Video von vorne noch. Also ich habe es in dem Fall tatsächlich geschafft. Ich bin jetzt da am Strassenverkehrsamt, aber ihr merkt schon, es ist schon verdammt dunkel zum 5 Uhr, also wirklich. Aber ich probiere jetzt 1-2 Mal, solange noch niemand da ist, probiere ich noch den Parkour zu fahren. Ich kann ihn vielleicht sogar, weil ich das schon heisst, schon lange einmal machen wollte. Ich habe es zwar schon gemacht, aber jetzt auch wieder mal auf einem Video. Vielleicht kann ich den ganzen Parkour alleine fahren. Ein Stück fahren mal. Also ausgeschlossen die Vollbremsung, auf die habe ich jetzt gar keinen Bock. Ist wieder Risiko für nichts. Aber zumindest einmal den ganzen Parkour zu fahren. Und wie im Video vorne angesprochen, werde ich jetzt da nicht stundenlang jetzt da fahren. Also ich probiere jetzt zuerst mal die Spurgas. Und ihr könnt gerade live dabei sein. Ich rede wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger jetzt. Genau. Und ihr seht jetzt, wie langsam dass ich fahre und wie wenig dass ich jetzt... Gott, ich war eigentlich noch auf dem Streifach gewesen. Wie langsam dass ich fahre, aber wie stabil dass ich bin. Jetzt habe ich Kupplung und Bremse gemacht, und Gas gemacht. Ist zwar natürlich alles andere als gut. So Kupplung so schleifen lassen, aber ich glaube, die Kette spannt schon um einiges mehr, als wenn man nur... Jetzt probiere ich das Gleiche, nur mit Kupplung. Und ihr seht, wie ich zittere. Also ich mache es jetzt absolut nicht extra, oder? Und ihr seht jetzt, wie ich jetzt schon zittere. Und ich probiere es jetzt nur mit dem Gas. Ihr seht jetzt, wie viel dass ich jetzt da muss ausgleichen muss. Also es geht auch. Es geht auch, ich habe gerade einen guten Tag verwünscht. Oh, 3 km/h ist zu schnell. Es geht natürlich auch, also es ist jetzt beides gegangen. Aber es kann natürlich genauso sein, dass ich das nicht schaffe. Ich fahre jetzt den Uhr. Den Parkour nochmal Uhr und das Ding, was noch so mit Kupplung schleifen. Und genau wenn es schnell wieder wäre, könnt ihr auch auf die Hinterbremse gehen. Aber ich probiere jetzt das Ganze nochmal, so wie ich es vorne gemacht habe. Also viel Gas eigentlich und wenig und Kupplung fast komplett gezogen behalten. Und jetzt mache ich das so. Also es geht viel besser als nur mit der Kupplung zu spielen. Und jetzt das Ganze nochmal von oben probieren. Jetzt muss ich noch bremsen, weil es ein bisschen durchab geht. Also wenn ich wirklich nur 1 km/h fahre, dann hätte ich jetzt auch verdammt lang gehabt. Ich weiß nicht, wie schnell ich effektiv war, keine Ahnung. Aber was ich jetzt weiss, ist, ich tue schnell
TÜV abstellen und wir schnell die Händchen wechseln, weil die sind jetzt flutsch nass von der ganzen Fahrt. Und jetzt wechseln meine alten Händchen anlegen. Da habe ich zum Glück auch dabei. Ich hätte sogar noch Winterhändchen, aber ich habe jetzt nicht noch mehr genug. Genau. Gut. Das ist alles okay. Die nassen Händchen rein tun. Also wie gesagt, die Händchen auf Amazon, wenn ihr näher an der deutschen Grenze wohnt und nicht nur weiss Gott wie lange fahren, dann würde ich euch wirklich empfehlen, dass ihr auf Amazon oder sonst irgendwo im Deutschen kauft. Weil ich habe jetzt 6 Stutz gezahlt dafür. Der Test ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Ich meine, der Test geht lang, also die Händchen sollen, der Test geht eigentlich so lange, bis die Händchen kaputt sind oder ausgeleiert sind. Und dann kann ich ein Feedback machen, ob sich das lohnt, oder? Geil, jetzt ins Licht gemacht. Das ist einer vom Straßenverkehrsamt. Oder? Ja. Das ist wahrscheinlich das erste Mal da. Oh, jetzt habe ich fast umgehört dort. Nein, also ich würde jetzt wirklich empfehlen, das mit der Kupplung und das Gas beides zu haben. Das macht es natürlich schon. Ja, aber das ist nicht, das ist nicht der Feierabend. Und trotzdem noch erklären, was man machen muss. Das ist schon mega lieb. Gut, probieren wir nochmal die Spurgas zu machen. Das haben wir auch geschafft. Dann das 8. Du musst immer mit der Blicktechnik. Oh, das ist natürlich gar nicht gut gesetzt, das Abstehen. Immer mit dem Blick. Der macht sogar mit. Das habe ich mir auch mal überlegt. Ob nicht jemand vom Strassenverkehrsamt oder einem Fahrlehrer ein bisschen auf dem Platz sein, dass das Ganze auch beobachtet ist. Weil es ist zum Beispiel verboten am Wochenende, also beziehungsweise am Wochenende ist das ja zu. Oder? Und am Wochenende ist das ja zu. Und ob das dann nicht gehört, dass dann einfach einer da ist, weißt du, es ist einfach immer einer da, dafür macht es am Wochenende auf. Also es ist eigentlich so viel. So. Du musst immer so fahren und schauen. Ich habe es jetzt 2-3 Mal nicht gut gemacht, weil ich natürlich auf die Spurgas geschaut habe, wieder ein Typ vom... Oh, das ist gar nicht gut. Passt, gell? Jetzt gibst du alles. Weil das kannst du nicht bringen dann morgen. Morgen ist meine Prüfung, ich weiß nicht, bis wann das Video online ist, es wird in der Zeitschlaufe online kommen, oder? Genau, aber ich würde sagen, wäre es das für das Video? Ich tue jetzt das Video beenden und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal, euer Obscuro 94. Ciao miteinander. So, genau, jetzt bin ich zurück. Ich habe fast vergessen, euch das zu zeigen. Also ich bin nur bis zum Straßenverkehrsamt gefahren, dann bin ich ein bisschen länger gefahren, weil ich zu früh da war. Und dann zahle ich beim Straßenverkehrsamt. Und der Typ, der dort war, ich weiß nicht, ob das ein Experte ist, der TÜV-Prüfungen abnimmt, Autoprüfungen abnimmt. Aber ich kann mir eher vorstellen, dass er so im technischen Bereich tätig ist. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall ist er mit verschiedenen TÜV gefahren, hat mit verschiedenen Leuten geredet, Tipps gegeben. Dann bin ich durchgefahren, dann hat er gesagt, und schau dir dort leicht Gas geben. Also ich habe dann jetzt eigentlich habe ich das immer probiert, weil du bist viel stabil, wenn du Gas gibst, kuppelst und bremsst. Und ich bin wahrscheinlich viel zu fest auf der Bremse gestanden. Ich habe auf jeden Fall jetzt nicht so der King gewesen, dass ich habe es gerade so wahrscheinlich jedes Mal gerade so knapp geschafft mit den 15 Sekunden, obwohl ich extrem auf der Bremse gestanden bin. Genau. Ich glaube, dass die Experten dass der Experten dort war, weil jetzt zu der Zeitumstellung braucht sie ja Licht, sonst sehen wir gar nichts. Und das Licht nicht immer brennt, dann ist wahrscheinlich einfach ein Experte jetzt dort, der dann am 4:07 dann
uns rausschickt und Licht ablöscht und Schranken aber macht. Weil die Schranken geht zwar, ist zwar immer drin, aber ich weiß nicht, ob die Zeit gesteuert ist. Oder vielleicht ist es auch alles Kabis, was ich erzähle. Vielleicht ist die einfach so zufällig dort gewesen und hat noch Lust gehabt zum Helfen. Mir hat auf jeden Fall keine Tipps gegeben. Wahrscheinlich habe ich alles super gut gemacht. Und genau, so sieht es diffus nach so kurzem Fahren. Sieht jetzt nicht so wahnsinnig schlimm aus. Man sieht es vor allem an den Filgen. Es ist jetzt halt dunkel, aber man sieht es vor allem an den Filgen. Und dann, ja, würde ich sagen, wäre es das gewesen. Das letzte Video vor der Prüfung. Ich hoffe, dass es natürlich klappt. Für euch ist alles wieder Zeit verschoben. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Euer Obscuro 94.